das Thema heute Morgen, warum Gott ein Volk will haben, oder wenn er so ein bisschen einen Titel haben für 20 plus, würde ich sagen, Go for Gold. Kommt dann gerade noch dazu. Was denkt ihr, was ist Gottes grösster Wunsch für uns Menschen? Und ich werde euch rasch eine Minute Zeit geben, um mit jemandem vielleicht darüber zu reden. Was meinst du? Was denkst du, was ist Gottes grösster Wunsch für dich und für dein Leben? Tauscht doch mal rasch aus für einen Moment. Würde mich interessieren, ein bisschen von euch zu hören. Und reinzuhören, was ihr meint. Es gibt so viel, was in der Bibel steht. Das ist noch schwierig. Ich weiss nicht, kann ich ein paar Worte haben? Wenn es irgendwo in der Bibel steht, kann ich euch schon sagen, wird es nicht falsch sein, ja? Okay, danke vielmals. Hat Gott gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Cool. Weiteres Votum. Liebe verschenken. Ja. Freiheit erleben. Ja. Das Gegenüber wählen. Ja. Ist gut. Okay, das war meine Predigt. Ich gehe wieder in ein Sabbatical. Nein, ist gut. Okay, Mann. Aber ich glaube, all eure Antworten, ich glaube, sind alle in dem Sinn richtig. Und der Stefan Oertig, der die Predigt, der Exodus, unsere Serie so entworfen hat eigentlich zu dem Text, den wir heute anschauen, gesagt, der Text beschreibt eigentlich das Ganze, warum Gott auch mit seinem Volk unterwegs ist, das Warum vom Exodus. Und wenn wir uns dann gerade den Text anschauen miteinander, vielleicht noch mal ganz kurz für die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, wo sind wir überhaupt? Auszüge vom Ägypten, Prince of Egypt, vielleicht einmal gesehen im letzten Millennium oder so. Auf jeden Fall aus Jakob oder Israel, wie er nachher geheißen hat, sind 12 Männer entstanden, seine Söhne, und aus diesen 12 Stämmen. Und die mussten fliehen in einer Hungersnot, oder eigentlich wegen der Hungersnot sind sie auf Ägypten gekommen, weil es dort Korn hatte, und haben dort als 12 Stämme über einen Zeitraum von 430 Jahren gelebt. Und in dieser Zeit, in diesen 430 Jahren, sind aus diesen 12 Stämmen ist ein Volk entstanden mit etwa 600'000 Männern oder etwa 2,5 Millionen Menschen. Und dann sind sie unterdrückt worden vom Pharao und sie sind unter Mose ausgezogen aus Ägypten und sind in die Wüste gekommen und haben dort einfach Gott und seine Versorgung gebraucht. Und das war aber noch ein zusammengewürfelter Haufen von einer Familie. Und in dieser Zeit hat Gott etwas machen aus ihnen, nämlich das Volk von Gott. Und dort setzt unseren Text ein. Exodus 19, ich werde den gerne lesen, heisst, etwa 2 Monate, nachdem die Israel Ägypten verlassen hatte, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie hatten Rephidim verlassen, waren in die Wüste gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Und wenn ihr mir gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Und ich glaube, in diesem Text finden wir wieder Kern von Gottes Absicht, nicht nur damals für Israel, sondern auch für unser eigenes Leben.
Und es sind eigentlich wie zwei Sachen. Er sagt im ersten, hey, ich habe euch zu mir gebracht. Und das Erste, was Gott sucht, das ist eine ganz persönliche Beziehung zu uns. Und das Zweite ist, er hat gesagt, ich will euch zu Priester machen. Ich will, dass die ganze Welt, heisst an einer anderen Stelle, letzten Endes an euch seht, dass ihr zu mir gehört. Und dass ein Unterschied ist, wenn jemand mit mir zusammen ist. Und man könnte es vielleicht so sagen, eigentlich Gottes höchste Absicht für uns, so ein bisschen wie eine Münze mit zwei Seiten. Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Das ist so eine Gigantenmünze. Das ist eine Schweizer Münze. Die ist vergoldet, aber 16 Franken hat sie gemeint gekostet. Also keine Angst, nicht in Unkosten gestürzt. Aber, und es geht so drauf der Rüttli-Schwur auf der einen Seite und auf der anderen heißt Historia Helvetica. Das heisst, ich glaube, Geschichte der Schweiz oder irgend so etwas. Auf jeden Fall, die ist vergoldet und ich habe so gedacht, eigentlich kann man sagen, die Predigt von heute, das ist Gold für unser Leben. Und das Gold, nach dem sich auszustrecken, das lohnt sich. Und es hat wie so oft, was Gott will für unser Leben, ist nicht nur eine Sache, sondern so oft sind es wie zwei komplementäre Sachen, die zusammengehören. Und beides ist in unserem Text drin. Und das werden wir heute Morgen anschauen miteinander. Weil mir scheint, wenn ich die Bibel anschaue, die eine Seite von Gottes Absicht für uns ist, dass wir zuerst einmal in seiner Gegenwart lernen leben. Es ist interessant, wenn du mit Menschen redest, ja, welche Vorstellungen haben sie so von Gott und so? Man hört so vieles. Die einen Menschen sagen, ja, Gott, vielleicht ein höheres Wesen, irgendwann einmal vielleicht noch der Erde einen Gink geben und seither dreht sie sich. Aber irgendwo, du spürst nichts von Gott, du siehst nichts von Gott. Ja, keine Ahnung, ob es ihn überhaupt gibt. Und vielleicht ist er ein so apathischer Beobachter. Und andere sagen, hey, ja, nein, Gott, hören Sie mir auf, hören Sie mir bitte auf mit Religion und Glauben, das gibt nur Probleme. Reden wir über das schöne Wetter oder über das Skifahren jetzt nochmal neu oder irgendwie so. Das brauche ich nicht. Und dann gibt es andere, die den Eindruck haben, Gott ist der nörgelt immer an uns herum. Es geht immer so um Sünde und lauter so Zeug bei den Christen. Das muss ich nicht haben, muss ich nicht hören. Und dann gibt es auch Christen, die sich von Gott distanziert haben. Irgendwie Gott hat sich nicht so verhalten, wie sie wollen. Sie sind vielleicht enttäuscht worden von Gott, von Christen, von Menschen. Und es ist interessant, auch Israel hat Vorstellungen von Gott. Ihre tiefste Vorstellung war das, hey, er bringt uns raus, dann geht es in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Enjoy your life. Und es war interessant, Gott hat ihnen müssen zeigen, hey, lass mal, ich bin eigentlich nicht nur da, um dein Leben irgendwo ein bisschen besser zu machen, nach dem Motto Chills Body, sondern am Schluss geht es darum, und er sagt es da drinnen, ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Und wir sehen etwas von dem tiefen Wunsch von Gott, und ich werde uns den auch noch belegen durch andere Bibelstellen. Aber das ist Gottes höchste Absicht. Das ist die eine Seite von der Goldmedaille oder von der Goldmünze. Gott wette, dass wir bei ihm sind. Dass er uns zu sich in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft bringen kann. Und er sagt es so wunderschön, wie ein Adler die Jungen auf seinen Flügel trägt. Wir kennen im Nahen Osten übrigens etwa 8 verschiedene Adler- oder Geierarten. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit, ich habe als Bild mitgebracht, ist die Rede vom König von der Luft im Nahen Osten. Und das übrigens ist eigentlich nicht ein Adler im eigentlichen Sinn, sondern es ist ein Geier, und zwar ein Gänsegeier. Und er ist darum der König im Nahen Osten, und zwar hat die grösste Flügelspannweite zwischen bis zu 2,70 Meter, 2,80 Meter. Und ist ein hervorragender Flüger. Und um euch die Beziehung von Gott, die sich jetzt vergleicht mit einem Adler und den Jungen, und das vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen, wird ich einen Bibeltext lesen, um 5. Mose 32, wo Gott nochmal genau über das redet. Es heisst,
er fand sie in einem öden Land, in der weiten, einsamen Wüste. Und dann heißt er umgab sie, er wachte über sie, er behütete sie wie seinen Augapfel, wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt. So führte der Herr sie, er allein. Und es ist interessant, dass, weil Gott sich ja nicht verändert und Gott auch in unserer heutigen Zeit Menschen zu sich will ziehen, Menschen zu seinem Volk will machen, ist es eine Beschreibung über Gott, die uns auch heute helfen soll, dass wir richtig über Gott denken. Und er sagt, hey, zuerst einmal, hey, ich umgebe dich letzten Endes in deinem Leben. Ich wache über dich, wie über deinem Augapfel. Weißt du, ist auch schon mal irgendetwas richtig Gesichts gekommen. Das Erste, was wir machen, ist, unsere Augen zu schützen. Und Gott sagt so in anderen Worten etwas Wunderbares. Er sagt, hey, das, was ich schützen will, das bist du, das ist dein Leben. Und ich werde den Jungen das Fliegen beibringen. Und es ist interessant, Adler macht das, sie schweben mit ihnen. Und was ist, wenn sie abstürzen, wenn sie nicht mögen oder sie verlieren Flugkoordination oder wie man dem sagt, auch immer. Auf jeden Fall, sie stürzen ab und so. Dann kommt der Adler, fliegt unter sie, nimmt sie auf seine Schwingen und dreht sie wieder auf. Und Gott sagt eigentlich in anderen Worten, hey, ich bin genauso. Ich will dir in deinem Leben, ich will dich begleiten, ich will dir beibringen, etwas zu werden, wo du alleine kannst. Und ich finde das so ein wunderschönes Bild über das, wie Gott ist. Und wenn er sagt, er will ihnen das Fliegen beibringen, denke ich, ist es nicht auch ein Bild, vielleicht, wie man es auch gelesen hat heute Morgen, er schuf sie in seinem Bild. Gottes Wunsch ist, dass wir Gott ähnlich werden. Wenn er der Oberadler ist, dass wir so wie ein Unteradler werden. Ist eigentlich schön, oder? Also, sei kein Chicken, wie ein Igel. Und also wirklich auffliegen, dass unser Leben, dass wir wirklich durch das Leben treibt, würde ich fast sagen, vom Heiligen Geist, durch das Leben wirklich können auch segeln und mit Gottes Hilfe durch das Leben wirklich gehen. Und dazu sagt Gott, hey, will ich aber, dass ihr wisst, ich liebe euch und ich suche die Beziehung zu euch. Es ist interessant, wenn du durch die Bibel durchgehst, findest du den grössten Leistungsausweis vor Gott, wo Menschen hatten, war nicht für ihre Taten, sondern für ihre Beziehung zu Gott. Ich denke an Henoch, viele Jahrhunderte früher noch. Heißt einfach, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Aber er hat mit Gott gelebt, er hat die innige Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit Gott gesucht und hat das Tag für Tag gelebt. Und es heisst von ihm, Gott hatte Freude an ihm. Da habe ich gesagt, du, das will ich auch, dass das Gott von mir kann sagen. Gott hat Freude an Matthias. Und glaub mir, ich glaube, der Wunsch hat jeder, der Gott nachfolgt, dass du weißt, Gott hat Freude an mir. Und weißt du, dafür sagt Gott nicht, musst du irgendwie einen zweiten Eiffelturm oder so etwas bauen. Sondern in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Und ich denke an Abraham. Es heißt, genau das, was die Schrift sagt, geschah. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Was hat der Abraham gemacht? Er hat Gott vertraut. Und nachher heißt es an einer anderen Bibelstelle, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Da habe ich gesagt, du, das will ich auch. Ich will auch ein Freund von Gott sein. Also weißt du was? Nicht, weil er irgendwie etwas Riesiges gemacht hat, sondern weil er einfach Gott vertraut hat. Und ich denke, am Psalm 73 heißt, mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Also in anderen Worten, bleib nahe bei Gott und es wird dir gut gehen in deinem Leben. Beziehung zu ihm. Oder wo Jesus seine Jünger berufen hat, die Apostel, heisst, er setzte 12 ein, dass er sie auch Apostel nannte. Und meistens lesen wir dann, dass er sie aussendet zu predigen. Nein, zuerst, dass sie bei ihm sein sollten. Genau das Gleiche wie Jahrhunderte vorher. Ich habe wie ein Adler zu mir gebracht. Schau, das ist Gottes grösste Absicht, dass wir in dieser Gemeinschaft, in dieser ungeteilten Gemeinschaft, in seiner Gegenwart lernen zu leben. Und wie macht man das? Wie kann man das machen?
Die Bibel gibt uns 2 Hinweise. In Hebräer 11,6 steht, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Das heißt, es braucht zuerst einmal in meinem Leben Überzeugung, hey, wenn ich Gott von ganzem Herzen suche, wenn ich die Beziehung mit ihm suche, wird er mich belohnen. In anderen Worten, lassen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Es heisst da, ihn aufrichtig suchen. Und ich glaube, nichts ist schwieriger in der heutigen Zeit, als das zu machen. Wir haben noch nie eine Zeit gehabt, haben mich auch schon gehört sagen, von so vielen Ablenkungen. Es ist nicht einfach, in der Beziehung mit Gott, in dieser Nähe mit Gott zu leben. Und aufrichtig heisst schon nur das, hey, weißt du was, du schaltest Ablenkungen aus in deinem Leben. Du bist da mit Gott. Was mir am meisten hilft, ist, ich lasse irgendwo ein bisschen Instrumental-Worship-Musik laufen, hey, und alle Ablenkungen. Ich gehe weg, ich gehe bei meiner Stube, ich gehe darum gerne auf meine Knie. Wisst ihr wieso? Dann laufe ich nicht irgendwo davon. Weil mir in den Sinn kommt, was ich noch machen muss. Wirklich. Unsere Zeit, wir sind so, ich weiss auch, wir haben alle irgendwo ADHS heutzutage. Und wir brauchen irgendwo einen Weg, wo wir uns wirklich auch können, einfach in Gottes Gegenwart begeben. Und die grösste Challenge sind Ablenkungen. Aufrichtig suchen und eine Überzeugung, wenn ich das mache, dann gibt es eine Reaktion, und zwar von Gott her. Es heisst, in Jakobus 4,8, noch ein zweiter Hinweis, nicht nur, dass wir kommen und ihn aufrichtig suchen, sondern kommt zu Gott, er wird euch entgegenkommen. Und er sagt 2 Sachen. Wascht eure Hände, ihr Sünder. Das heisst, wenn wir Gott wirklich in seiner Gegenwart leben wollen und in seine Gegenwart kommen wollen, dann müssen wir in unserem Leben ehrlich sein in Bezug auf unsere Sünden, sie Gott bekennen, Gott um Vergebung bitten und sagen, mit deiner Hilfe, hilf mir, mein Leben zu ändern. Du wirst sonst nie in die Nähe und in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Das ist das Erste. Aber für das ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir das eben erleben können. The gates are open. Die Türen ist offen zu Gott. Das hat Jesus am Kreuz gemacht. Und das Zweite ist, reinigt eure Herzen der Zweifel. Und ich habe immer gefragt, was heisst das Zweifeln? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ich könnte auch anderer Meinung sein. Für mich bedeutet es Zweifel, dass wenn ich Gott suche, dass er mir auch begegnen wird. Ich glaube, das ist der Zweifel, der da gemeint ist. Weil es heisst, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Und weißt du, was Gott sucht, sind Menschen, die die Gegenwart von ihm wirklich suchen. Menschen, die die Gegenwart von Gott lieben. Menschen, die sagen, hey, weißt du, ist mir wichtiger als Food, ist mir wichtiger als Hobby, ist mir wichtiger als was weiß ich, was Börse macht, ist mir wichtiger als was andere Menschen denken. Hey, ich suche Gott, ich komme zu Gott, weil ich weiss, diese Begegnung ist Gold in meinem Leben. Und ich sage dir, suche in deinem Leben nicht Silber oder Bronze, such Gold. Such's Gold. Aber wenn das geschieht, ich kann sagen, es ist so etwas Wunderbares. Ich habe es so genossen in meinem Sabbatical, wenn du am Tag einfach Stunden Zeit hast. Auf der Wanderungen, mit Gott, ich meine, ich bin allein gewesen, einfach mit Gott können reden, mit Gott, ich habe so viele Sachen können besprechen mit ihm, hören, einfach seine Gegenwart geniessen. I'm charged. Ich bin wirklich erfüllt von Gott, auch aus diesen Tagen rauskommt. Das war ja sicher mein tiefstes Ziel auch gewesen. Und für das brauchen wir einfach in unserem Leben die Begegnung mit Gott. Wir müssen ihn suchen, es gibt keinen anderen Weg. Aber wenn das geschieht, dann kommt das Zweite. Dann sagt Gott, hey, weißt du, ich will etwas aus dir machen. Und das ist wie die zweite Seite der Münze. Gott geht es nicht nur um eine verklärte Beziehung zu ihm und so. Und sonst können wir ins Kloster gehen und sterben, oder? Also, nachher wären wir Gott bei Gott. Aber Gott geht es um etwas anderes. Er sagt, hey, die Gegenwart, das Leben von dieser Gegenwart soll etwas machen mit deinem Leben. Und zwar will ich dich zu einem heiligen Priester und zu einer heiligen Priesterin machen. Und es ist interessant, es war schon im Alten Testament drin und im Neuen Testament heisst genau das über Christen.
Es heißt im 1. Petrus 2, 4-5, kommt zu Christus. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Heißt, du bist nicht der einzige Stein. Einbauen lassen. Er kommt nachher noch schnell drauf. Und dann heißt, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die ihr durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Weißt du was? Gott sagt zu dir, du bist nicht einfach Christ, wenn du Jesus glaubst, sondern du bist ein heiliger Priester, heilige Priesterin. Und ich will dich in einen Prozess nehmen, wo du zu dem auch noch ganz kannst werden. Schau mal, für Israel ist der Veränderungsprozess enorm herausfordernd gewesen. Ganz kurzer Rückblick. Hinter ihnen die Ägypter haben sie stürmen. Vor ihnen das Rote Meer. Kein Durchkommen. Die Ägypter hinter ihnen. Und Gott lässt sein Wunder erleben. Yes! Wir gehen durch trockenen Fußes. Gott ist auf unserer Seite. Victory! Yes! Miriam und so, Worship-Team. Hey, und Party geht ab. 3-4 Tage später, kein Wasser. Und sie murren, sie klagen Gott an. Sie sagen, hey, wir wollen wieder zurück auf Ägypten, wieder zurück in die Gefangenschaft. Wie doof ist denn das? Und sie sagen einfach, dort haben wir noch Zwiebeln und Knoblauch gehabt. Das haben wir nicht. Gott gibt ihnen zu trinken. Ein paar Tage später haben sie kein Food mehr. Hunger, Hunger, Hunger. Und sie klagen Gott an und kommen wieder zu Gott. Das Vertrauen hat nicht einmal 4 Tage. Ich kann das mal vorstellen. Sie murren wieder. Und weißt, ich bin ganz offen, ich mache mich nicht lächerlich über Israel, aber ich finde mich in ihrer Geschichte. So schnell läuft es nicht rund. Und dann haben wir kein Vertrauen mehr in Gott. Dann werden wir Egoisten. Was haben sie alles gemacht? Sie haben gemurrt, sie haben geklagt, sie haben kritisiert, sind ungehorsam gewesen und sind in sexuelle Ausschweifungen reingekommen. Und das aus so einem Haufen. Mir fehlt jetzt die Beschreibung. Will Gott heilige Priester und Priesterinnen machen? Liebe Leute, 40 Jahre hat es gebraucht, bis Israel begriffen hat, was es heisst, Gott zu vertrauen, Gott nicht anzuklagen, keine anderen Götter zu haben neben Gott und ihm von Herzen nachzufolgen. Liebe Leute, was könnte das für uns heißen? Es könnte heißen, dass Gott bei uns einen tiefen Veränderungsprozess zu bewirken hat, der vermutlich tiefer geht, als viele von uns denken. Schau mal, es heisst da innen, für das müssen wir eingefügt werden. Weißt du, das heisst, passend gemacht werden. Das haben wir nicht gern. Haben wir nicht gern. Ich werde nicht gern passend gemacht. Aber Gott sagt, weißt du was? Wenn du nicht passend gemacht wirst, wirst du dich nicht einfügen können in mein Volk, in meine Gemeinde, in meine Gemeinschaft. Und für das müssen Sachen abgeschnitten werden in unserem Leben. Nur ein paar Sachen. Egoismus. Wenn ich nur an mich denke. My life, my problems. Ich aber nicht in Liebe interessiert bin am anderen. Sagt Gott, muss passend gemacht werden. Jemand hat gesagt, Liebe, oder? Niemand liebt mich, nur ich liebe mich. Und Gott sagt, das müssen wir ändern. Unser Ego ist auch so etwas, wo Gott sagt, hey, unsere Definierung über Leistung, was wir alles sind und können und machen,
Die 7 Siechen, wo wir sind, Gott sagt, hey, sorry, nicht bei mir, wird passend gemacht. Einfügen kannst du dich nur, wenn du Demut hast. Und Demut heisst, nicht negativ von sich zu denken, aber nicht höher, als es angebracht ist. Gott sagt, passend gemacht. Oh, ich will unabhängig sein. Mir muss niemand etwas sagen. Gott sagt, passend gemacht wird's. Lass dir etwas sagen. Wo sind die Menschen, die etwas dir sagen können? Ich weiss von Menschen, die tun nur gern anderen etwas sagen. Gott sagt, wird passend gemacht. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen, steht in der Bibel. Aber weißt du, was denn geschieht? Nichts ist schöner, als wenn Menschen sich passend machen lassen. Das ist Family. Das ist dann ein Zusammengehen. Das ist dann eine gegenseitige Wertschätzung. Und weißt du was, dann können wir Gott heilige Opfer bringen, die er annimmt. Wo es nämlich nicht mehr um unsere Ehre geht, sondern uns geht es um Gottes Ehre. Lass mich noch schnell 2, 3 Sachen dazu sagen. Was macht ein Priester eigentlich? Ein Priester, er kommt für seine eigenen Sünden zu Gott, und damit die geklärt wird und eine Vergebung erlebt. Und er setzt sich genauso ein als Priester, dass andere Menschen in Beziehung mit Gott kommen können. Das ist seine Aufgabe. Schaut, Gott möchte, dass wir seine Güte nicht nur für uns erleben, dass wir die weitergeben. Ich sage euch, es ist so ein Unterschied, wenn Menschen mit Gott leben in ihrem Alltag, das ist die andere Seite der Münze, und sich von Gott verändern lassen, mit Gott in der Gemeinschaft unterwegs sind, das ist so etwas Schönes. Wenn so Leute zusammenkommen, die haben immer etwas zu erzählen von dem, wie sie Gott auch erlebt und erfahren haben. Und ich kann sagen, es ist so etwas Cooles, wenn du in der Kleingruppe zusammenkommst und du hörst, was andere in den letzten Tagen mit Gott erfahren haben. Das ist so etwas Glaubensstärkendes. Da merkst du, wow, Gott ist unter uns. Weißt du, am Sonntag erwarten wir das sowieso. Ich will eine Church, die 6 Tage für Jesus lebt und am 7. feiern sie. Oder, also, wir feiern auch die anderen 6 Tage, aber wo wir sagen, hey, wir wollen eine Church sein. Wir wollen eine Rifia, wo wir sagen, hey, wir wollen connected sein mit Gott in unserem Alltag drin und daraus raus, aus dieser Fülle, offene Augen haben für andere Menschen, ihnen dienen. Und Jesus hat gesagt, 2 Sachen sind dafür wichtig. Wir brauchen die Liebe zu den Menschen. Priester sein heisst nicht, ich muss Recht haben. Priester sein heisst zuerst einmal, ich muss andere lieben. Aber Liebe heisst, du bist mir nicht egal. Liebe heisst, ich bin offen mit dir. Liebe heisst, ich suche dein Beste. Liebe heisst, weil Gott mich angenommen hat, kann ich auch dich annehmen. Liebe heisst, es spielt keine Rolle, ob du mir sympathisch bist oder nicht, oder ob dein Gesicht mich erinnert an meinen schlimmsten Lehrer, den ich hatte oder nicht. Es spielt keine Rolle. Liebe heisst, Hindernisse zu überwinden. Das ist echte Toleranz. Wenn heute unsere Gesellschaft von Toleranz redet, meint sie nur damit, ihr müsst die allgemeine Meinung annehmen. Hast du mal gemerkt, wenn du die nicht hast, hört Toleranz auf. Aber Liebe in der Bibel heisst, deckt eine Menge von Sünden zu. Ich kann aufs Wichtigste schauen. Ich bin bereit zu vergeben. Ich will keine Vorwürfe machen. Liebe heisst auch den Mut haben, mal etwas konstruktiv anzusprechen. In der Liebe. Und das Zweite ist, ein Priester war immer jemand, der geführt sein vom Heiligen Geist. Schau, es geht so oft in unserem Leben nicht einfach um unsere Ideen, sondern es geht darum, was Gott will. Und ein Priester sagt, Heiliger Geist, was möchtest du? Hilf mir, leit du mich.
als ich da mit dem Kite-Lehrer geredet habe über sein Leben und so, ich habe zuerst gesagt, Herr Heiliger Geist, ich bin nicht so konfrontativ, jetzt so mit Leuten unter 4 Augen. Und er hat gesagt, doch, sprich, sag, das ist Sünde. Und am Schluss hat sie so den Weg geöffnet, um Gottes Herz zu teilen. Um was geht es denn in einer Ehe? Warum ist die Ehe so etwas Wichtiges für eine sexuelle Beziehung? Für eine Intimität, für Vertrauen. Warum? Wow. Geleitet sie vom Heiligen Geist. Dann spüren die Menschen die Liebe und Klarheit von Gott. Am Schluss hat er meine Hand genommen und gesagt, danke vielmals, Matthias. Das hat mir noch nie jemand gesagt, was du gesagt hast. Und ich habe gedacht, wow, wie cool ist denn das? Wir können klar sein, Sünde ansprechen, wir können Gottes Heil ansprechen, gehört immer beides zusammen, Gottes Lösung. Und am Schluss sind die Menschen dankbar dafür. Hey, ich will hier schliessen. Ich will so heute Morgen sagen, go for gold. Und vielleicht bist du da und du hast noch gar keine Beziehung zu Jesus. Das grösste Problem, das Gott zu lösen hat in unserem Leben, ist unsere Sünde, die uns trennt von Gott. Wir können nicht so wie wir sind, einfach eine Beziehung haben zu Gott. Eine schon, aber nicht die Nähe und die vertraute Beziehung. Und schau, für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat uns gezahlt für unsere Schuld, dass wir die Vergebung bekommen können und dass wir eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott bekommen. Und wenn du da bist heute Morgen und du sagst, hey, ich kann das noch gar nicht. Ich glaube, Gottes grösster Wunsch ist, dass du nicht einfach heimgehst, sondern dass du sagst, hey, ich spüre, das ist wie ein Angebot von Gott. Und ich sage dir, Gott macht dir ein Angebot. Er macht dir ein faires Angebot, aber er macht dir das grösste Angebot, was es gibt. Und er sagt, hey, du kannst heute in eine Beziehung zu mir treten, wenn du möchtest. Wir können heute anfangen, miteinander zu leben. Und wenn du das möchtest, dann kannst du zu Jesus kommen, ihm deine Sünde bekennen und kannst sagen, ich will von heute an mein Vertrauen auf Gott setzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du merkst, hey, die Nähe zu Gott, das Bleiben in seiner Gegenwart, das ist etwas, was dir so schwer fällt. Und ich kann dir so gut nachfühlen. Aber weißt du, heute Morgen kannst du Gott sagen, ich will da einen Change in meinem Leben. Ich will lernen, in dieser Gemeinschaft mit dir zu bleiben, in deiner Nähe. Das ist vielleicht mein nächster Entwicklungsschritt. Aber du wirst merken, es wird so einen Change machen in deinem Alltag, in deinem Beruf, im Umgang mit Menschen, wenn du näher bleibst bei Jesus. Und vielleicht bist du da und du hast die Beziehung zu Jesus, aber niemand profitiert davon, dass du Priester bist. Dann ruft Gott dich heute und sagt, hey, weißt du was? Fang an. Dort, wo es Möglichkeiten gibt, fang an mitzuhelfen. Fang an zu dienen. Fang an, mein Priester zu sein. Anderen anfangen gut zu tun. Du brauchst nicht einmal viel. Ich merke, wenn du offene Augen hast, es gibt immer Möglichkeiten, Menschen gut zu tun. Fang an, dich brauchen zu lassen von Gott. Und du wirst merken, dass Gott wird mit dir sein. Du wirst merken, dass Gott wird anfangen, durch dich andere Menschen zu segnen. Du wirst merken, dass du einen Impact wirst haben in die Welt hinein. Ich war am Montagmorgen im Fitness, weil ich eine Fitnesstrainerin war und erzählt einfach, wie es ihr wahnsinnig schwer geht in ihrer Beziehung. Er hat gesagt, sie wird sich jetzt entscheiden lassen. Und ich sage ihr, wisst Sie was? Ich glaube an einen Gott von der Bibel, der über die Ehe wacht. Ich möchte Ihnen etwas mitgeben. Überlegen Sie mal, die beste Entscheidung wäre, nochmal zu arbeiten an Ihrer Beziehung und Gott zu vertrauen, er kann das wiederherstellen. Überlegen Sie sich schnell Konsequenzen, wenn Sie nicht dabei bleiben. Der ganze Trouble, irgendwann kommt ein anderer Mann in ihr Leben
Dann haben sie Patchwork-Familie, dann sind die Eltern, die Kinder einmal dort. Bei einem sagen sie Papi, beim anderen sagen sie nicht Papi und so weiter. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es lohnt sich auf alle Fälle, für die Beziehung zu kämpfen. Das war vor einem 3/4 Jahr. Vor 5 Wochen kommt sie und sagt, danke Matthias, hast du mir so Mut gemacht, an dieser Beziehung festzuhalten. Wir haben gelernt, beide in unserem Leben zu arbeiten. Wir haben heute einen Frieden. Ich würde am liebsten, dass er wieder zurückkommt. Sagt, mach das nicht. Nur warten. Aber sie sagt, danke, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ich denke einfach, Gott ist so ein guter Gott. Er ist ein Gott, der dir auch sagt, heute Morgen, gib die Hoffnung nicht auf. Und du kannst ein Hoffnungsträger sein in die Welt. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Schließen wir doch unsere Augen. Jetzt geht es darum, dass du ganz persönlich mit Jesus kannst connecten. Und ich bete zuerst, Herr Jesus, für all die Menschen, die da sind, die noch nicht so eine Beziehung haben zu dir. Dass sie in dem Moment dürfen Vertrauen fassen. Und ich glaube, es sind Menschen da, die den Wunsch haben, ich will so eine Beziehung zu Gott. Wenn das dein Wunsch ist, ich möchte dich einladen, heb doch deine Hand für einen Moment. Dann bete ich gerne für dich, dass du heute Morgen die Beziehung zu ihm so kannst überkommen und kannst anfangen, leben mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Da sind Menschen da. Heb doch deine Hand, dass ich sie sehen kann. Ich muss ich vielleicht ein bisschen durchschauen. Genau, durch Menschen durch. Dankeschön. Mega cool. Und Herr Jesus, wir beten jetzt als ganze Church für die Menschen, die diese Beziehung wollen. Ich danke dir, dass dein Tod am Kreuz heute Morgen ihnen Vergebung zuspricht für alle Schuld und für alles, was sie trennt von dir. Und ich danke dir, hast du ihnen den Wunsch gegeben und damit das Vertrauen gestartet, die Beziehung mit dir überzukommen. Und ich bete für sie, dass sie dürfen anfangen, in dieser Beziehung zu leben. Dass sie dürfen dein Segen erleben, dass sie deine Freiheit anfangen dürfen erleben. Du bist ein guter Gott. Halleluja.